So einfach an, ich fange einfach an. Und dann Okay, muss ich irgendwas sagen, oder? Nein, ich frage dich, ob du etwas musst sagen. Ich ziehe einfach durch. Glaubst du es nicht raus? Für was? Kannst du es so aufnehmen? Ja, was soll ich dann machen, wenn es nicht gut ist? Du kannst sagen. Das ist einfach perfekt. Jetzt kann ich noch im Hals schneiden. Super. Unser professioneller Auftritt. Also, ich fange an. Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kitschwitch. Heute mit einem coolen Video. Wir machen nämlich ganz ein einfaches Gericht. Und ich habe hier einen Assistent dabei, der Timo. Wer bist du, was machst du? Ich bin der Timon, mache YouTube und ja, mehr auch nicht. Das ist mal eine Ansage. Mal, was interessant ist, ihr wisst ja, ich bin jemand, der wahnsinnig gerne Fleisch isst, aber heute habe ich einen Veggie-Spezialist bei mir und wir machen zusammen ein Veggie-Menü. Es gibt nämlich einen Teigwarengratin mit so Muscheln-Teigwaren mit riesigen und die füllen wir jetzt füllen und legen die so ein Tomatenbeet rein und es ist einfach, aber extrem nervig, um das zu machen. Also, als allererstes brauchen wir mal so wie ein Bett. Okay. Also kannst du das hier einfach mal da drin leeren. Einfach alles reinlegen? Einfach rein. Es ist wirklich einfach. Also kochst du selber viel, oder nicht? Ja, es geht. Also, doch, amigs schon. Was heisst das, Cornflakes-Packung auf? Nein, ich koche schon sehr gerne. Schon? Ja. Was kochst du am liebsten? Gemüseauflauf oder so. So einfach Gemüsegratin? Ja. Geil. Das ist im Fall lustig. Mein Bruder ist ja auch Veggie. Also, wie schon gesagt, Zwangsveggie. Das macht man sicher so. Also, weißt, nein, hast du jetzt zu diesem Mess gesehen? Da drin? So, voilà. Aha, lol, wie. Okay. Also, es ist nicht eine Ketchupflasche. Ja. Also, gut. Okay. Muss man das irgendwie streichen? Ja, nicht mit so einem kleinen Löffel. Also, du kochst wirklich ab und zu noch viel. Okay, gut, das ist genauso. Ja, ja. Also nicht mit Lebensmitteln. Nein. Also, warte, jetzt hier haben wir schon so etwas. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt sehr vorbildlich. Jetzt müssen wir müssen wir die Tomatensauce probieren, weil meistens sind die Tomatensauce recht hässlich. So. Probier. Ja gut, jetzt hast du dort hergetan, wo ich das Wasser hergetan. Ist gut? Nicht? Ja. Ich meine Tomaten. Komm, ich einfach noch ein bisschen Gewürz drin. So, da kannst du mir schon geben. Ich habe jetzt hier so ein Umami-Gewürz. Made by Valentino. Sorry, ich muss ein bisschen Schleichwerbung machen. Das ist ein geiler Kochkollege von mir, der mir geile Dings. Schleift es mir Gewürz geschickt hat und es sollte nach Umami schmecken. Weißt du, was Umami ist? Nein. Es scheisst mich so, ehrlich gesagt, jetzt zu erklären, ich gehe googeln. Aber Umami ist so wieder so der perfekte Geschmack mit Süß, Salz, Sauer und bla bla bla. Und das ist super. Also genau, top Erklärung. Jetzt brauche ich noch ein bisschen von dem drin. Dann wird es so ein bisschen salziger und so ein bisschen so. Voilà. Und das ist eigentlich wirklich für das Beet selber schon alles, was wir müssen machen müssen. Und du kannst jetzt anfangen. Ich muss jetzt überlegen, ob das gescheit ist in so einer kleinen Schale. Ich bringe durch die Schüssel. Also keine Angst, ich tue die Sachen rausschneiden. Gell? Es ist voll improvisiert bei mir. Schüssel und dann kannst du, das hier ist Ricotta und irgendwelche, es ist wahrscheinlich kein Parmesan, es ist einfach Käse. Das kannst du da rein tun, vermischen. Geht das? Ja. Warte, jetzt musst du schauen, jetzt fährt ja für das Mascarpone verbrennen. Warte, jetzt haben wir irgendeinen geilen... Da. Voilà. Und ich kümmere mich einfach mal um das Käse, das du hier veranstaltet hast. Das wäre jetzt geil gewesen, wirklich alles. Weißt du, du kommst schon mit dem weißen Hemd, weißt du, das Dümmste, was man anlegen kann zum Kochen. Danke, klar. Das ist immer so, du weißt immer haargenau, in der Kantine gibt es Spaghetti Bolo. Und alle kommen mit dem weißen Hemd. Und du kannst aus jedem Ecke so, oh nein, oh nein, oh nein, ich habe gesaut. So, ey, wirklich immer. So. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Es brennt nicht. Es lebt noch. Nein. Und wie lange bist du schon Veggie? Etwa 1,5 Jahre. 1,5 Jahre. Ja. Und einfach, weil du einfach gefunden hast, Fleisch kann nicht mehr dahinter stehen, weil du es einfach auch nicht so gerne hast.
Ja, man hat halt, also, wenn man klein war, ist man halt nicht so bewusst gewesen, was Fleisch eigentlich ist. Ja. Und jetzt, also mit der Zeit merkst du es dann halt so. Früher isst es halt einfach, weil es zu essen gibt. Weil es dir auch vorgelebt wird. Genau. Ich habe hier noch Kräuter, selber gehackt. Voilà. Die Kräuter musst du einfach immer drin tun. Immer, egal was du machst. Yeah. Ausser wenn du einen Schokokuchen machst, würde ich das nicht empfehlen. Kannst hure viel. Es sieht einfach nicht geiler aus, sind wir ehrlich. So, die brauchen wir dann auch noch. Nennt das echt schon? Also. Ja, das ist tipptopp. So, und jetzt wird es mega cool. Oh. Also, ich habe den gerade schon mal gemacht und ich weiss nicht, wie ich das dann gemacht habe. Ich muss dir ganz ehrlich sagen. Ich gebe jetzt einfach mal einen Löffel. Und jetzt müssen wir das in die Muschel bringen. So. Ich probiere jetzt mal irgendwie. Einfach irgendwie da rein. Einfach irgendwie, scheiß drauf. Koche tue ich dann aufräumen. So. Sieht aber nicht schlecht aus. So, dann muss man es einfach da reinlegen. Oh, bist du eher grobmotorisch unterwegs? Oder, Nein. So gut? Das ist perfekt. Einfach ein bisschen drin. Okay. Gar nicht viel. Das ist eben das Geile beim Kochen. Man muss nicht immer verdammt viel studieren. Oder man sollte manchmal nicht viel studieren. Einfach mal machen. Ich habe zum Beispiel Bücher von Jamie Oliver. Und ich sehe immer, also weißt du, wer das ist? Nein, keine Ahnung. Ist das ein Witz? Okay. Der Jamie Oliver ist so ein unbekannter Fernsehkoch. Okay. Du kennst Jamie Oliver nicht? Also das schneidet jetzt gerade alles heute raus, gell? Also nein, der Jamie Oliver, der geht nicht. Der geht nicht. Aber das, was ich jetzt hier mache. Du hättest mich vor einem Jahr fragen können, du kennst du Montana Black? Ich hätte die Jahre gefunden, aber was ist für eine, keine Ahnung, was das für ein Dude ist. Also, ich finde, es ist ein wunderschönes, es sieht doch wunderbar aus. Wunderschön. Lügst? Nein. Schon, gell? Es sieht nicht schlecht aus. Es sieht nicht schlecht. Nein, jetzt musst du, wenn etwas nicht schön aussieht, dann macht man was? Dann überbackt man es mit Käse. Okay. Genau. Jetzt müssen wir hier, du hast den Mozzarella drüber streuen. Ja. Einfach überall Käse drüber streuen. Ich lasse mal den Backofen an bei... Was soll ich sagen? Ich weiß nicht. 180 Grad, 25 Minuten. Ja, das wird gut sein. Also. Kommt der Gratin in den Ofen und das wird ein Gedicht. Ich hoffe es. Gibt es noch einen geilen Ausdruck für das ist ein Gedicht? Aber was sagen Sie aber? Schmeckt! Gell? Gönn mir. Gönjamin. Ja, Gut. Ja, das ist schon besser. Also. Also, der Gratin ist gegrattet. Und er sieht verdammt gut aus. Es sieht wirklich geil aus. Sieht man es? So. Wander. Jetzt hat es fast eine Katastrophe gegeben. Es hat mich nicht erstaunt. Also. Und jetzt sieht es einfach so ein bisschen eintönig aus. Und darum gehe ich einfach immer über alles über einfach noch ein bisschen Kräuter. Und dann sieht es schon wieder bombastisch, frassisch, fressisch geil aus. Fahren wir weiter. Also, jetzt müssen wir schöpfen und testen. Trotzdem probieren. Ja, wir können probieren. Aber schmecken tut es wirklich mega fein. Und es ist jetzt wirklich einfach zu machen, oder? Mhm. Also, ja. Wenn man weiss, wie man Tomatensauce rausbekommt. Ja, sehr schwierig, ist eine Wissenschaft für sich. Also. Ui. Ist heiß. Ein bisschen viel Käse, aber es ist auch gut. Ja, ist verdammt fein. Jetzt für so ein geiles Veggie zum Mittag oder zur Nacht. Eigentlich mega schnell gemacht. Wenn jemand eine Stunde ein bisschen Gas gibt. Ja. Wie Also. lange hast du das jetzt mal gesehen? 25 Minuten mehr nicht. Das ist voll easy. Verdammt geil. Also. Ich würde noch vorschlagen, das Rezept nachzumachen. Ich verlinke es noch verlinken. Und ich würde sagen, wir sind am Ende angelangt von unserem Video. Hat mich mega gefreut. Mich auch. Das ist sehr spannend. Und das Coole ist, wir haben auf seinem Kanal auch noch ein Video aufgenommen. Und dort probieren wir Sachen aus, oder wir essen Sachen, die ich
ich für mich zumal noch nie habe gegessen. Es geht in die vegane Sparte. Ja. Das ist sicher spannend geworden. Also, geht auf seinen Kanal, checkt das Video ab, lasst bei ihm einen Daumen gegen dort oder ein Abo, oder nein, beides am besten, und bei mir. Und dann seid ihr einfach geile Sachen und dann würde ich sagen, bis gleich! Tschüss!